Woche schon relativ viel Französisch gelernt. Ja, es geht. 3 Wochen ist okay. Vor allem, ich bin jetzt einfach schon eine Woche da und ich bin wirklich irgendwie immer noch glücklich alleine. Ich kenne mich sonst gar nicht so. Sonst bin ich irgendwie immer so mit Leuten, mit Friends, will Erlebnis. Und jetzt gerade irgendwie genieße ich so voll zum Alleinsein. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das noch schnell wird ändern. Darum, ich bin gespannt. Alter, wie kann man so dumm sein wie ich? Ich bin gerade voll auf die Fresse gefallen, als ich da die Stege raufgehen. Ich bin so alleine und alle Menschen sind so da. Sieht man das? Richtig unangenehm. Ich habe mir den Finger aufgeschnitzt, mein Knie ist offen und mein Handy ist kaputt. Ich lache mich gerade selber einfach aus. Es war einfach so eine Sekundenaktion, die nicht hätte passieren musste. Ich habe mir jetzt zu Mittag essen, aber es tut schon keinen weh. Alles so stupid. Ich bin schon seit einer Woche da und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ab dem Tag 1 jeden Tag ins Gym gehen. Heute wird hoffentlich der Tag sein, wo ich das erste Mal ins Gym gehe. Das Ding ist, ich bin schon ein paar Mal in der Gym. Es ist voll kein Ding. Ich finde es geil, es ist cool, ich weiss ungefähr, was ich machen muss. Aber Bro, ich habe keine Eier, um den Typ, der dort arbeitet, zu fragen. Ja, kann ich ein Monatsabo lösen? Also nur auf Deutsch wäre das Ganze cringe, aber auf Französisch also... Egal, ich habe jetzt eine Story gepostet und so mega viel von euch supportet. Und ich so, ja Nati, du schaffst das. Ich habe es schon mal geschafft, mein Gym-Outfit anzulegen. Von dem her, ihr habt es schon weit gebracht. Jetzt muss ich halt nur noch dorthin laufen und fragen. Warte, ich muss jetzt vielleicht zuerst mal üben, was frage ich dann so? Bonjour, je m'appelle Nathalie. Est-ce que je peux je veux faire un abonnement pour 4 semaines. C'est possible. Gut, ich schaffe das. Ich schaffe das. I'm a strong, independent woman. 20 Minuten später. Okay, scheiß drauf. Ich bin jetzt gerade 10 Minuten zum Gym gelaufen. Und es steht so, ja, für neue Mitglieder einfach bis um 8 Uhr anmelden. Ich schaue so auf die Uhr. 10 ab 8 Uhr. Geil! Darum, ich laufe jetzt auch wieder zurück, weil ich absolut keine Eier hatte, zum gleich ihn fragen, weil es ist ja nur 10 Minuten. Und jetzt bin ich wieder auf dem Heimweg. Vielleicht will das Schicksal auch einfach nicht, dass ich Sport mache. Ich dachte, das wäre eigentlich noch ganz nice, so in einem Vlog zwischendurch noch so ein paar Fragen beantworten. Darum habe ich auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt. Hast du Tipps zum Französisch lernen? Ich glaube, im Fall so am meisten hilft es mir, wenn ich die ganze Zeit auf Französisch denke im Alltag. Also nicht einfach mir jetzt denke, boah, jetzt hocke ich 2 Stunden an und lerne, sondern wie eigentlich dauernd immer so ein bisschen Französisch im Kopf habe. Also jetzt, zum Beispiel, wenn ich da bin am See, dann denke ich, okay, was heisst See, le lac, bravo. Und sonst probiere ich immer so ein bisschen auf Französisch zu denken. Und manchmal rede ich vielleicht auch so ein bisschen Französisch mit mir selber, wenn ich in meinem Studio bin. Und ich glaube, gerade wenn du so im Alltag dann immer Französisch denkst, dann lernst du auch die Sachen, die du im Alltag bräuchtest. Ich habe zum Beispiel nur schon mein ganzes Handy auf Französisch umgestellt und habe auch eine französische For You-Page und das macht hure viel. Weil meistens haben Videos gerade noch Untertitel und so, dann kannst du so ein bisschen mitlesen und verstehen. Wie wohl fühlst du dich aktuell in Montreux? Ich fühle mich eigentlich im Fall mega wohl, auch wenn ich wie gar nicht so einen mega krassen Anschluss habe. Vor einem Jahr habe ich das irgendwie mega schlimm gefunden und ich dachte so, oh mein Gott, ich muss jetzt 4 Wochen damals allein sein und keine Ahnung was. Und jetzt genieße ich es irgendwie so zum allein sein, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass es so manchmal schon Momente gibt, wo ich so ein bisschen denke, so, oh mein Gott, verpasse ich jetzt irgendwie etwas? Würde ich es irgendwie bereuen, wenn ich jetzt nicht irgendwie krasse Sachen erlebe mit anderen Menschen und Menschen kennenlernen? Aber ich glaube, gerade die letzten Jahre, seit ich selbstständig bin, ist halt so viel passiert. Ich habe so viel erlebt, so viele neue Menschen kennengelernt. Nur schon, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann wirst du halt mega oft mit fremden Menschen konfrontiert. Was ich auch mega cool finde. Aber ja, gerade jetzt mal so einen Kontrast haben, von einfach mal eben allein sein. Ja, das genieße ich momentan irgendwie hure. Darum eigentlich fühle ich mich mega wohl. An welcher Schule bist du in Montreux, würdest du sie weiterempfehlen? Ich bin an der Alpadia. An der bin ich erst letztes Jahr gewesen, und in der bin ich auch schon in Lyon gewesen. Und ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde sie wirklich richtig nice. Du hast halt wirklich Lehrer, die Franzosen sind. Im Vergleich jetzt zu der normalen Standardschule, dann hast du halt meistens Schweizer, die irgendwie mal Französisch gelernt haben. Et ils sont parlé français comme ça. Das ist halt manchmal ein Pain. Wie ist es die neu sein? Weil ich kann mich nicht gut bei fremden Menschen integrieren. Hast du Tipps? Ja, über das Thema habe ich schon in meinem Podcast geredet. Könnt ihr sonst gerne vorbeischauen. Mein Podcast heisst «9 Pause». Hört vorbei. Sagen wir nicht mehr so. Aber ja, ich glaube wirklich, der grösste Tipp ist, auch wenn er mega simpel ist, einfach offen sein. Gar nicht irgendwie speziell nach Leuten suchen, sondern einfach das Ziel ist, hey, mit allen gut haben, dass alle einem sympathisch finden. Und ja, sich manchmal so ein bisschen wie getrauen, okay, ich spreche jetzt die Person, die neben mir sitzt, einfach mal an und frage sie, wie sie heisst. Manchmal, wenn ich mich nicht getraue, mache ich so ein bisschen den Trick von 3, 2, 1 abzählen. Also, dass man wie so im Kopf sagt, okay, ich frage 3, 2, 1 und dann musst du einfach machen, dann musst du es einfach machen. So, und jetzt geht mein Vlog weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Guess who's back? Ich bin wieder in Zürich. Hast du mich vermisst? Nein. Wir sind an einem Red Bull Event und wir sind in dem Stegenhaus, weil es übel cringe ist, um dort unten filmen zu gehen. Nati, was ist eine Polizistin, die ihre Tage hat? Red Bull. Was machen wir da? Wir müssen da richtig gute Content machen. Okay. So, jetzt wird das Lösli gezogen. So.
Was ist eine Nitel? Nichts. Habe ich jetzt 5 Stutz für nichts ausgegeben? Kommt der Trostpreis? Ja! Oh mein Gott! Trostpreis! Das sagst du immer wählen. Was ist das? Und Nati, was hast du bekommen? Ein Bleistift-Panda. Kann ich jetzt in der Schule flexen, weißt du, so lange nicht in die Schule gegangen. Bist du einmal nüchtern? Hey, Freunde! Erkennt ihr mich und meinen Bart? Ich bin Adi! Alter, crazy. Hauptsache es gibt all Gender-WCs. Jetzt kommen wir zusammen aufs WC. Ich habe einen Lolli. Juckt nehmen, Bro. Bro, ich hab mich fast gewürgt. Ich habe aber etwa gleich fette Muscles wie du. Ob jetzt die Woche vorbei ist und ich absolut nie ins Fitness gegangen bin. Du weißt, ready, steady.